So, dritter Spieltag in der Europa League. Und jetzt dürfen wir uns wieder zusammenreißen, gell? Jetzt muss ich mal schnell schauen, wie wir in der Liga da stehen. Moment. Da sind wir. Wir brauchen die Tabelle. Und die schaut so aus, wir sind Sechster. Ja gut, das geht ja noch, oder? Frankfurt ist 12. Top und 15. Ja, da kennen sie. Okay, dann machen wir mal weiter. Mit der Europa League gegen Athen oder so. Und da haben wir bisher zweimal gewonnen, gell? Nicht in der Europa League. Gut, das passt so. Oh. Pass auf, Westermann nicht fit. Dann bleibt der daheim. Rajkovic einer. Auf der Ersatzbank geht Manzine. Und Tolgay Aslan. Da wird der für Rincon spielen. So, Ochs geht einer. Kalhandoglu auch wieder nicht fit. Dafür Katscha. Navio schon wieder. Nehmen wir heute noch, pass auf. Ein Tesche mit, der kann nämlich links und rechts spielen. Gut, aus der Imtech Arena. Der Hamburger Sportverein gegen Athen. Ich weiß nicht, welche Athen. Also es gibt ja mehrere. Warte, ist das Panathinaikos, nicht, oder? Die haben da ein grünes Logo, oder? Ich kenne mich da gar nicht so aus mit den griechischen Mannschaften. Auf jeden Fall versuchen wir es wegzubügeln. Nach 2 Niederlagen in Folge wird es Zeit, dass wir mal wieder gewinnen. Ilicevic. Immer noch Ilicevic. Jawohl, Ilicevic. Und das war mal wieder unser bekanntes Blitztor. Ja, da kriegt er den Ball. Und da kann er den Typen austanzen. Sauber gemacht. Nach 3 Minuten das erste Tor gleich. Ninis. War ein kleiner Rempler. Freistoß Garcia. Rincon. Ja, der spielt mit dem Verkehrten noch. Marcel Janssen. Und Van der Vaart. Der war gegen Frankfurt überhaupt nicht so sehen, gell? Wobei er doch einer unserer besten Leute ist. Der war noch nicht aus. Gut, daraus hat man mehr machen können. Rajkovic.
Auf Ilicevic. Garcia zurück auf den Torwart. Und ich glaube, wenn wir das Spiel auch noch gewinnen, dann glaube ich, schaut es gar nicht mehr so schlecht aus, dass wir in die nächste Runde kommen. Mit 3 Siegen kann man schon was anfangen. Lopez. Skondras. Und wieder Ilicevic. Auf Lasogga. Oh, der war verkehrt. Ich wollte den runter noch spielen. Vukic. So, war nix. Oh, er kann den Kämpfer. Lino. Jetzt muss der noch mal einen umhauen. Ilicevic. Ja, Lasogga, den wird er wahrscheinlich nicht so erwischen. Und es gibt nicht mehr Freistoß. Schon, oder? Aber kein Gelbe. Meister. Und Lasogga. Jawohl! Da war der Torwart selber schuld. 2-0. Den hat er sauber ausgespielt und dann hat ihn der Torwart nicht mehr gescheit erwischt, gell? Beziehungsweise ist er am unten durchgerutscht. Da kriegt er ihn. Dann kann er sich durchsetzen. Kommt zum Abschluss. Und der Torwart sehr schlampig, oder? Bei der Abwehr. Kann uns aber ganz recht sein. Und somit führen wir 2-0. Ja, schaut schon mal ganz gut aus, dass wir die nächste Runde erreichen. Mit 3 Siegen im Gepäck dann. Da kann uns eigentlich gar nicht mehr so viel passieren. Eigentlich. Außer wir verlieren noch irgendwie alle 3 Rückspiele. Was ich allerdings nicht glaube. Meister. Dickmeier. Ninis. So, Schluss mit den seinen rumgetrippelt da. Vukic. Ja, von denen ihre Trikots her, warte, ich meine eher, dass ich gegen Holland spiele. Weil die haben da auch solche Farben. Aber gerade weiße Hosen. Skondras. War viel Pass. Ja, das war ein Foulspiel. Wunderschöne Fehlpass. Oh, oh, oh. Vorsicht. Ja, das war gerade auf jeden Fall die erste Torchance. Besser gesagt, die erste große für Athen. Die haben wir nur selbst verschuldet. Jansen. Duru, der Schweizer. So, jetzt haben wir 43 Minuten gespielt. Müssen gleich Halbzeit sein. Rincon.
Ja, da kommt Beißer irgendwie zum Abschluss. Ja, zur Halbzeit führen wir 2-0. Das schaut ja schon mal ganz gut aus. So, und die Aufstellung schaut im Moment auch noch ganz gut aus. Das heißt, wir müssen irgendwie wechseln. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wo die Griechen stehen. Also in der Tabelle, Moni. Ob die jetzt eher ein Favorit sind zum Weiterkommen oder eher nicht. Wahrscheinlich wird sich das Athen und Moskau ausraffen. Also den zweiten Platz zum Weiterkommen. Lassoga. Und der ist in der Realität ist Lassoga nur ausgeliehen. Also der ist eigentlich immer noch Spieler von Hertha BSC Berlin. Aber die haben sie dann irgendwie für ein Jahr ausgeliehen. Man muss sagen, in Hamburg, also in der Realität, schießt er bisher ein ganz gut die Tore, gell? Ja, da wollte ich Querling. War kein Foul. Nein. Da ist er gnädig. Und Jansen. Und der Tor war wieder ziemlich schlampig. Oh, das war fataler Pass von uns. Gibt jetzt Ecke für die Griechen. Vukic. Und der Grieche erwischt den. Und Adler erwischt den genauso. Lino. Ja, jetzt glaube ich, schießen sie sich langsam warm. Oh, schöner Pass, oder? Abseits, Lassoga. Und das war nicht die Entscheidung. Rincon. Ja, da war Jansen nicht ganz auf dem Posten. Garcia. Ninis. Und wieder Einwurf für die Griechen. Kleiner Rempler. Ja, der Konter haut die ganz so hin. Lino. Ja, jetzt hätte ich mal jetzt erwischen noch. Dafür haben wir den erwischt. Und es gibt... Ach so, das war abseits. Jetzt hätte ich ja gemeint, es gibt noch gelbe Karten dabei, gibt es gar nichts. Und es ruckelt mir fleißig, warum auch immer. Ilicevic. Van der Vaart. Nicht ganz ans Außennetz.
So, Burschen, warte mal. Denn ich möchte auch mal wechseln. Und zwar Ilicevic, der ist nicht mehr ganz so fit. Dafür bringen wir Tesche. Und Lahm, pass auf, den kann man eigentlich bringen für Jansen. Und sonst haben wir eigentlich im Moment nichts, oder? Substitution on the field. Number 11. Number 7. Coming on the field. Number 37. Number 17. So, da ist Lahm schon im Einsatz. Es kommt raus über rechts. Beister. Diekmeyer. Rodrik und Sicker, okay. Popovic. Auf Lukas. Und der kommt gut, gell? Riesenchance. Ich hätte ja gemeint, dass der Kopfball irgendwie ankommt. Und dass er uns den über die Linie druckt, aber hat die ganz gehaut. Lukas. Und das war kein Foul. Tesche. Lahm. Tesche, abseits. Rincon. Oh, den legt er sich weit für. Und der Abschluss eher bescheiden. Ach, sowas muss er ein bisschen mehr machen, oder? Wenn er den richtig drauf hätte, dann hätte er irgendwie in den Winkel zimmern können, aber das war ja nicht so. Und das war abseits, das sehe ich auch anders, oder? War das so weit vorne? Naja, also bitte. War doch gleich auf, oder? Lino. So, wie viel gibt es noch Spielzeit? 3 Minuten. Na gut. Zeit für Tonne, oder? Lahm. Gut, war nichts mehr. So, der Schiedsrichter pfeift ab und wir gewinnen auch das 3. Gruppenspiel. Und zwar überlegen.